Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen. Und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten. Hoffentlich sehen wir die heute auch. Also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Begegnung. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Der Schiedsrichter greift zur gelben Karte. Tja, nach dieser frühen gelben Karte muss er schon aufpassen. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Und der lange Ball, Endstation Abwehr. Ja, da lässt er den Ball laufen, klasse Zuspiel. Und jetzt müsste sich aus der Situation eigentlich was entwickeln. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt es auch. Ja, das Spiel ist noch in der Anfangsphase und der Schiedsrichter gibt die nächste gelbe Karte. Und so kann man in den Zweikampf gehen. Hart, aber fair. Schönes Zuspiel zum freien Mann. Ein Weltklasse-Pass. Ja, so leichtfertig einen Ballverlust riskieren, mein lieber Mann. Klasse, wie er den spielt. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Und den Ball hat er ja förmlich gestohlen hier gerade in dieser Situation. Also, wenn das kein brutales Foul war. Aber es gibt noch nicht mal eine gelbe Karte. Es gibt nur Freistoß. Das wundert mich. Aber dem Foul hat er sich doch verletzt. Warum gibt der Schiedsrichter da nicht die gelbe Karte? Völlig unverständlich. Und hier hat der Torhüter alles im Griff. Ja, klasse. Direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, für dieses Tackling sieht er gelb und das geht in Ordnung. Ich weiß nicht, warum er über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Nee, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torwart. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Wunderbarer Pass. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Der Ball ist im Netz. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. So, da haben sie blitzschnell von Abwehr auf Angriff umgeschaltet. Ja, das sieht gut aus. Ja, und hinten darfst du keine Fehler machen. Lieber einfach mal weg mit dem Ball. Da hat er geahnt, wohin. Und was für ein Tor.
ist natürlich bitter für die Gästefans. Da reisen sie so weit an mit Bussen und Bahnen. Ist ja klar, dass sie nach diesem Rückschlag fast verstummen. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Aber der Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle. Nicht schlecht. Und das sieht gefährlich aus. Wenn Sie einen Abwehrspieler brauchen, es ist bislang immer einer zur Stelle. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ja, niemand scheint ihn ernstlich angreifen zu wollen. Also macht er mal weiter und zweimal Eingang. Ganz eng ging es zu in der ersten Halbzeit. Spannend war es und das verspricht natürlich noch eine ganze Menge für den zweiten Durchgang. Und da ist er viel zu ungestüm in den Zweikampf gegangen. Viel zu gutmütig der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sehen. Und sie stürmen nach vorne. Achtung, jetzt brennt's. Was für ein Treffer. Ja, die Führung noch im ersten Durchgang ist natürlich ganz wichtig für das Team. Ja, das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ein Freistoß aus dieser Entfernung, der ist immer gefährlich. Zu 1 der Pausenstand. Aber die Messe ist noch nicht gelesen. Eine Hälfte ist ja noch zu spielen. Ja, das macht doch Lust auf mehr. Beide Teams haben sich hier in der ersten Halbzeit nichts geschenkt. Ich könnte mir vorstellen, dass eine einzige Unachtsamkeit... So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, den Ball holt er dem Gegner förmlich vom Fuß. Erstklassiges Zuspiel. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Ja, das sieht schon klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Und daraus könnte was werden. So, damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Und jetzt muss er schießen. Ja, sie lagen hinten, aber jetzt ist alles wieder möglich. Ausgleich. Das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Oh, das ist eine ganz enge Kiste. Und jetzt nach dem Ausgleichstreffer wird es erstmal so richtig spannend. Ja, da steht ja niemand, der mit diesem Ball was hätte anfangen können. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Das war schon ein klasse Zuspiel.
das sieht gut aus, wie die Abwehrspieler da hinten die Räume eng machen. Nach vorne geklärt. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Ja, was war denn das? Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat, den Ball noch abfälscht. Klasse Zuspiel. Ja, der Ball landet genau in den Armen des Torhüters. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, das sieht der Trainer gern. Ah, wunderbar gesehen. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. So, den muss er jetzt verwandeln. Jetzt hat der Trainer einige Umstellungen vorgenommen. Oh, schöner Pass, das macht Spaß. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Hochkonzentriert. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und das war ein wunderbarer Befreiungsschlag hinten aus dem eigenen 16. Da sieht man in der Mannschaft, stimmt's. Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. So, gelb, damit ist er jetzt verwarnt und muss ab jetzt aufpassen. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Ich kann von hier oben sehen, dass sich noch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Immer wenn die Abwehr gefordert ist, dann ist sie da. Gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Und das hat der Trainer vor dem Spiel angesprochen. Gutes Zweikampfverhalten ist die halbe Miete. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Tja, wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Boah, die Spieler gehen hier ganz schön hart zur Sache. Auch diese Karte völlig in Ordnung. Schön per Kopf weitergeleitet. Guter Pass mit Philipp. Er läuft auf das Tor zu. Das sieht eigentlich gut aus. So, jetzt müsst ihr den Ball hereingeben. Los, schieß, Junge! Unglaublich, wir hatten schon gar nicht mehr damit gerechnet. Ja, diese Position, die muss sich ein Stürmer aber auch erarbeiten. Genau da muss er stehen und dann macht er auch das Tor. So, und jetzt geht's hier richtig ab. So kurz vor dem Schlusspfiff das Führungstor. Auch das zeichnet einen guten Abwehrspieler aus. Macht die Partie schnell. Und das sieht so leicht aus. So Die Zuschauer gehen zufrieden nach Hause. 5 Tore sieht man nicht häufig. 3:2 der Endstand.
So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.